mir si an Hofrescheid zu Lützeburg, dat man Mindestlohn hunn an net Vonner den, dann ging doch davon ausgoe, wie de Nummer seet, dat Schiin am Land de Mindestlohn krit, für allem auch beim Staat. Das ist aber nicht der Fall. Interessanterweise, wir haben die Situation, dass Volontäre von unserer Armee den Mindestlohn je nach ihrem Grad nicht kriegen. Das heißt, da gibt es verschiedene Kriegen nicht, das hängt eben von ihrem Grad auf. Und das ist an einem Kontext, wo die Armee Rekrutierungsschwierigkeiten hat, besonders interessant. Es ging auf der Hand liegen, für dann eine große Administration, die mit so einem Problem konfrontiert, da so eine Remuneration zu gucken, und da, wo der Mindestlohn nicht angehalten wird, dann aber die Schritte zu machen. Das ist an uns auch traurig. Wir haben, das wissen wir auch über die Quellen, eben, die zur Verfügung stehen, dass durch den Reformstau an der Armee auch ein gewisses Motivationsproblem besteht. Und auch das ging dazu führen, normalerweise, dass die materiellen Konditionen von der Arbeit an der Armee einkehr überprüft. Und das ist ja nicht so, dass der militärischen das Budget ging fehlen dafür. Wir stehen unter einem ganz großen internationalen Druck, auch für das Militär Depensen an die Luft zu setzen. Und das begreift selbstverständlich nicht nur die Investimenten und Equipment, sondern das begreift auch die Remuneration von den Membern von der Armee. Dafür, Herr Präsident, fehlt mir eine Motion, haben wir da überreichen, die fordert aus sich, dass jeder, der an der Armee ist, ob manst den Mindestlohn soll kriegen. Und ich meine, das wäre ein nötiges Zeichen von Anerkennung für die wichtige Arbeit, die die Volontäre von der Armee für das Land machen. Ich so nicht mehr.